Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz nach dem 14:0 Heimsieg am 5. Bundesligaspieltag gegen Werder Bremen. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank. Damit gehen wir rein in den Bums. Hallo zusammen, ja, Glückwunsch an Wasser und seine Mannschaft, an den FC Bayern. Es war ein verdienter Sieg. Wir haben lange dagegen gehalten, versucht alles reinzuschmeißen, hatten immer Er hat auch richtig Bock, wa? Warum halt das denn so? Was ist denn da los? wieder Sachen zu verteidigen, haben in Ballbesitz dann nicht ganz so genau arbeiten können, weil eben der Druck groß war, weil der Puls hoch war und dementsprechend etwas ungenau in den Möglichkeiten, die wir vielleicht gehabt hätten, sodass dass es mit einem 1:0 von mir aus gerne in die Pause hätte gehen können. Dann hätten wir noch das Gefühl gehabt, okay, du kannst zurückkommen. Wir haben ein paar Abläufe gehabt, haben es dann nicht geschafft, das in der zweiten Halbzeit so hinzubekommen. Es war das 2:0, was dann sicherlich auch nicht gut getan hat. Hatten 10 Minuten, wo wir dann auch zu unseren Abschlüssen kamen, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt kommen wir. Guck mal, nimm mal den Hall raus, wa? Wieder on point, unser Technikteam. Wenn wir Bayern gefährlich werden, waren wir etwas mutiger und haben dann eben auch Angriffe vors Tor gebracht, ein paar Abschlüsse gehabt vom 16er, im 16er. Und Ja, komm, ein paar Abschlüsse gehabt, um 16er, im 16er. Also Abschlüsse, 2 Schüsse aufs Tor, was? 6 insgesamt oder was? Ja, komm. Also Bremen hat es gut gemacht, über, wie er sagt, da gehe ich mit, so 10 Minuten lang. Aber im letzten Drittel war es einfach nicht gut. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also bis dahin war es ansehnlich, ja, völlig richtig, aber da war es nicht gut. Ja, trotzdem war es einfach klar, wenn wir dann etwas offener werden, dass die Bayern ihre Angriffe dann eben auch bekommen werden und uns möglicherweise wehtun. So ist es passiert. Am Ende ist es ein verdienter Sieg. Für uns ist es so, dass wir die ersten 5 Partien hinter uns gebracht haben und jetzt auch froh sind, dass die vorbei sind. Wir hatten Gegner, die sicherlich nicht leicht zu bespielen waren und freuen uns auf das nächste Heimspiel gegen St. Pauli und wollen da zeigen, was wir können. Na, St. Pauli ist auch nicht so leicht zu bespielen, würde ich behaupten. Alles Gute euch auf dem weiteren Weg. National, international, alles Gute. Danke. Dankeschön. Ja, unser Trainer beginnt gerne gleich mit den Fragen. Also kann es losgehen. Also kommt jetzt jemand. Vincent Kompany, wie haben Sie das Spiel gesehen? Die erste stellen, bitte Handzeichen signalisieren. Aber natürlich an den Gästetrainer. Dominik Fischer in der Mitte für den Bayerischen Rundfunk. Ja. Warte kurz. Mikro. Ja. Mikro. Frage an Vincent Kompany. Man hat so das Gefühl gerade in dieser Mannschaft, egal was passiert, wenn auch bestimmte Sachen nicht so klappen, es ist eine Einheit. Also alles wird gefeiert, defensiv. Ja, das war letzte Saison schon so. Ja, also das ist ja auch der große Pluspunkt, den Vinny gebracht hat. Ja, so, dass es wieder eine Einheit ist, eine Mannschaft ist und egal was, ob jemand einen Fehler macht oder nicht. Wir können das kritisieren, wir können da reingehen. Ansonsten wird er abgeklatscht. Ich habe es gesehen bei Kimmich da, wo dann sofort ein Bischof da war. Da hast du auch gleich schon mal das Standing gesehen von so einem Bischof, der dann den Kimmich da abklatscht zum Aufmuntern, wo halt noch nicht feststand, dass es abseits war. Also, ja. Offensiv und man hat das Gefühl, dass das so ein bisschen Aber das das ist Geheimnis nicht neu. ist dieser Ja. Mannschaft, das Sie auch wieder vermittelt haben. Ist es vielleicht auch ein Grund, dass Sie von dieser Rotation jetzt auch mehr Gebrauch machen, um alle mitzunehmen, um noch mehr so ein Team zu formen, damit es darauf dann auch in den wichtigen Spielen ankommt? Ja, und das war, wir haben das natürlich auch letzte Saison erlebt. Ich spreche immer über dieses eine Spiel gegen Inter Mailand, wo wir 9 Verletzte hatten und dann musst du die Karte nutzen. Und ich glaube, man kann proaktiv reingehen in die Saison und versuchen, die Momente zu nutzen, wo man das Gefühl hat, das ist vielleicht eine Chance für einen Spieler, seine Minute zu bekommen. Sollte man immer tun, ja. Also, nochmal, ich habe es jetzt schon mehrfach kritisiert, ich sage es hier nochmal, dass man gegen Inter Mailand ausgeschieden ist, ist die Schuld von Vincent Kompany. Punkt. Ja. So, du hättest gegen Dortmund, spätestens gegen Dortmund, schon in dem Spiel vor Inter Mailand, vor dem Hinspiel, hättest du einfach schon, du hast gesehen, dass der eine oder andere Topstar sehr müde war, hättest du reagieren müssen. Fertig. Ja. Ich verstehe natürlich, dass man
Junger Trainer, erster großer Verein, Druck. Da hält man an den Etablierten fest, anstatt da irgendwelche Experimente zu machen. Deswegen hat es nicht zu mehr gereicht. Aber ein guter Trainer in meinen Augen, ja, gerade in der heutigen Zeit, ja, wir reden immer darüber, oh ja, Belastung, Nationalspieler, bla, Sülz, alle 3 Tage, ganze Saison durch. Ja, dann musst du halt deinen Kader nutzen. Das haben wir letzte Saison nicht getan und deswegen hatten wir dann irgendwann auch die Verletzten. Ja. Also nutzt den Kader, so wie wir es jetzt gerade machen, von Start weg und zieh das die Saison durch. Ja, erstens sorgt das für besseres Klima, weil jeder so ein bisschen seine Spielzeit kriegt, jeder kann sich zeigen, keiner fühlt sich komplett außen vor. Und das ist wichtig. Ja. Wichtig und richtig in meinen Augen. Erst recht in der heutigen Zeit. Aber was ich auch gesagt habe am Anfang dieser Saison, es wurde viel gesprochen über, wie groß unsere Kader ist. Aber was wichtig ist für mich, ist, dass ich wirklich, wirklich 100% Vertrauen habe in jeden Spieler. Also wenn ein Spieler ausfällt und eine andere muss jetzt die Rolle übernehmen, dann habe ich auf jeden Fall kein Gefühl, dass ich weniger erwarten muss. Und heute war das ein guter Tag für Tom Bischoff auch, die seine erste Mega starkes Spiel gemacht. Gezeigt, ohne zu viel zu hypen, er hat gezeigt, was ein moderner zentraler Mittelfeldspieler zu machen hat. Ja, kann der Josh sich gerne mal angucken, das Spiel. Hatte. Und ich glaube weiterhin, wenn wir diese Saison erfolgreich sein wollen, dann müssen wir auf alle setzen, sonst wird es nicht gehen. Ja. Ja, aber das muss man immer und nicht nur diese Saison. Immer muss man das. Ja, den Take verstehe ich halt nicht. Das musst du immer bei so einem Verein wie bei uns, weil du nun mal viele Spiele hast. Dazu hast du nur Nationalspieler, die auch noch jedes Mal abgestellt werden. Ja, du kannst nicht sagen, ey, ich gehe mit 13 Spielern, 13 Spieler sind meine Stammelf oder 14 und der Rest ist nur da, wenn mal einer gesperrt ist oder mal ausfällt. Ja, und so war es letzte Saison. Ich hoffe, er rafft das. Er hat das gelernt und nicht nur jetzt. Ich meine, es ist super, dass es gerade so ist. Ja, natürlich geschuldet durch die Club-WM. Ich hoffe, dass wir es auch in der Rückrunde oder dass wir es erstmal die Hinrunde so durchziehen und in der Rückrunde da weitermachen. Ja? Weil das ist super wichtig. Dankeschön. Nächster Fragewunsch bitte. In der Mitte Christopher Melzer für die FAZ. Herr Kompany, vielleicht daran anschließend, aber kann es sein, dass durch die Kader- und Verletzten-Situation die Rollen von einzelnen Spielern ein bisschen klarer sind und vielleicht deswegen so ein Flow entstehen konnte, weil irgendwie also jeder sich seiner Rolle gerade sehr bewusst ist und das vielleicht mit mehr Spielern anders wäre? Das hilft natürlich. Also ich sitze neben einer Kollegin, die gerade seine ersten Monate macht in einem Verein und ich kann mich vorstellen, dass in seiner langen Zeit bei Elversberg, dass das am Ende alles deutlich war, weil du hast natürlich diesen Automatismus und für mich ist jetzt die zweite Saison und dann gehst du natürlich total anders rein als in die ersten Monate und es geht jetzt nicht mehr über die Basis, weil die verstehen, die wissen, die Basis kommt immer wieder zurück, aber was ich meine ist, wir können uns jetzt fokussieren auf die Details und was interessant ist, ist natürlich, dass der eine oder der andere Spieler mal in einer anderen Position spielen muss und dass die Rolle auch sofort verstehen, weil die haben das schon 16 Monate miterlebt. Wo bitte noch? Naja, habe ich nichts zu sagen. Sollte selbstverständlich sein, ja. Okay. Nochmal Dominik Fischer in der Mitte, bitte. Noch eine kurze Frage in Bezug auf schon wieder, geht ja Schlag auf Schlag beim FC Bayern. Champions League stellen, geht gleich weiter nach Zypern. Sie erwarten dort nicht nur ganz andere Temperaturen, was bestimmt ganz angenehm ist, sondern mit David Luiz spielt da einer, mit dem Sie jahrelang in der Premier League, Sie auf Seiten von Manchester City, er bei Chelsea und so waren. Er ist 38, Sie 39. Wenn dann irgendwie Gefühle da so hochkommen, wo man denkt so, oh, der spielt da noch Champions League und ich stehe da als Trainer. Was ist das wieder für eine bekloppte Frage, Alter? Nein, ich bin, unsere Arbeit, also meine Arbeit als Trainer ist jetzt Sonntag
Montag, Dienstag und da muss ich Vollgas sein. Und am Spieltag überlasse ich sehr viel die Spieler. Natürlich komme ich rein mit der Energie und ich versuche auch dieses Gefühl zu geben, dass die nicht alleine dastehen, dass die Staff und alle, aber also das Gegenteil von Tuchel. Na, bei Tuchel war so gefühlt so jeder Furz durchgeplant. So. Und wenn er sagt, ja, ich überlasse das dann so ein bisschen den Spielern am Spieltag, ist das auf jeden Fall das krasse Gegenteil. Ich bin als Trainer nicht mehr so wichtig, als die Spieler das sind und die sollen alles lösen Dienstag und wir versuchen die einfach eine stabile Basis zu geben, damit die leisten können. Ja. Morgen ist erstmal Was soll er auch auf die Frage antworten? Das war so eine bekloppte Frage, Alter. Samstag. Wünschen wir uns allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Kommen. Guten Heimreise. Ciao, ciao. Tipptopp. Leute. Ja, weiß ich, die PKs nach dem Spiel sind immer manchmal ein bisschen wild, ne? Aber gut, wenn du keine negativen Themen hast beim FC Bayern, dann haben die Reporter halt auch nichts Sinnvolles zu fragen gefühlt. Leute, ich wünsche euch natürlich auch ein super duper Wochenende. Montag, 18 Uhr, live auf Twitch. Ich weiß gar nicht, wann die PK ist von der Champions League. Vielleicht fällt die noch in den Stream rein, dann machen wir da eine Live-Reaction drauf. Und in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.